Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, das Wochenende gegen Leipzig wird heute eingeleitet mit der PK vor dem Spiel gegen Leipzig. Trikot der Wahl fürs Wochenend. Ja, schauen wir mal, ob es Glück bringt. Und damit gehen wir rein. Rein in den Bums. Oh, servus zusammen, guten Morgen. Servus, guten Morgen. Auch jetzt schon Mittag ist, weil heute im Hintergrund die Glocken läuten, ist 12 Uhr, dann ist hier Alarm. FC Bayern schaut dem nächsten Topspiel entgegen, morgen Abend bei RB Leipzig. Darüber wollen wir natürlich gerne reden mit Thomas Tuchel und euch, selbstverständlich. Die erste Frage kommt. Guten Morgen nochmal von Heiko Niederer. In der Mitte bitte. Mikrofon hier. Junge, ich komme da immer noch nicht drauf klar, dass wir nicht mal diese paar tausend Euro über haben, um da mal ein paar Pulte hinzubauen für die Journalisten, wo jeder sein eigenes Mikrofon hat und wo er muten und entmuten kann. Ja, wild, Alter. Vielleicht sollte ich mal ein Angebot Kostenvoranschlag fertig machen für den FCB, mal einreichen. Um mit was Positivem anzufangen, es gab ja gestern eine sehr schöne Nachricht bei Manuel Neuer, hat wieder Teile des Teamtrainings mitgemacht. Sie haben in den letzten Wochen schon viel über Comeback und so weiter, Zeitpunkte geredet. Was bedeutet das jetzt für Sie? Sie haben mal gesagt, es kann sehr schnell gehen aus seiner Sicht. Wie schnell geht es denn jetzt? Also Leipzig sicherlich noch nicht, aber wann ist so der Plan vielleicht, ihn dann wieder voll mit reinzunehmen? Ne, Manu hat erstmal sehr gute Nachrichten und Manu hat eine Teilintegration gestern gemacht ins Mannschaftstraining. Also er hat es noch nicht voll mitgemacht. Und weiß auch nicht, was erwarten die denn? Hm? Dass er jetzt irgendwie, er macht einmal Mannschaftstraining mit und ist wieder fit, ist spielfit oder was? Was ist denn los mit den Leuten immer? Stand aber jetzt mal zum ersten Mal im Tor, als wir noch ein paar Torabschlüsse gemacht haben und hat vorher ein bisschen als Feldspieler mitgespielt. Aber insgesamt war es ein Training, vor allen Dingen, also 2 Tage nach dem Spiel. Es war nicht sehr intensiv. Es war fast mehr Bewegungstherapie. Und er hat Teile davon. Ja, das Spiel war ja auch nicht sehr intensiv, das war ja auch nur Bewegungstherapie. Von mitgemacht. Also die müssen wir noch die Kirche im Dorf lassen. Es ist ein sehr guter Schritt. Kirche. Ein weiterer Schritt nach vorne. Und ich mag den Dialekt, die Kirche. Ich glaube, wenn er mal voll im Training steht, dass es dann schnell gehen kann. Aber davon ist er schon auch noch ein paar Tage oder Schrägstrich Wochen entfernt. Und da wollen wir ihn jetzt auch nicht mit weiteren Prognosen und so weiter belasten. Es ist alles im Plan und ich hoffe, dass er jetzt daraufhin gut reagiert. Und je öfter er da jetzt teilintegriert werden kann, umso besser. Und sobald er dann mal voll drin ist, glaube ich, können wir darüber reden, wann er am Tor steht. Dankeschön. Dann ist Julian Wolf für die Welt an der Reihe. Ja, hallo Herr Tuchel. Hallo. 2 kurze Fragen. Zum einen auch personell. Wie sieht es bei den Spielern aus, gerade wenn wir auf die Abwehr schauen, die jetzt unter der Woche ausfielen? Können Sie mit der Innenverteidigung wieder planen, so wie erhofft? Und zweite kurze Frage zu Leipzig. Jetzt haben Sie gegen Man U gespielt, gegen Leverkusen. Das ist auch keine Laufkundschaft, aber vor diesem Spiel schwingt so mit Standortbestimmung, Gradmesser. Sehen Sie das auch so? Ja, aber Sie haben ja gerade 2 sehr schwere Gegner auch genannt und dazwischen war auch Bochum, die ein komplizierter Gegner sein können und wir haben es dann leicht aussehen lassen, weil wir sehr konzentriert waren und genauso konzentriert und souverän waren wir dann auch im Pokalspiel. Naja, nicht ganz so. Wir waren halt auch nicht gefordert, ne, aber so Position halten und sowas, aber wie gesagt, wir wollen da nicht so kritisch sein und gar nicht drauf eingehen, groß auf das Spiel. Das war halt Freundschaftsspielcharakter. Und abhaken und wir werden, Leipzig werden wir wieder voll reingehen. Wenn da was scheiße ist, dann wird das auch wieder knallhart angesprochen und wenn was gut ist, genau. Das ist dann nachher, natürlich haben wir es dann wie eine Selbstverständlichkeit aussehen lassen und trotzdem wollen wir schon auch intern vor allen Dingen dann der Mannschaft schon vermitteln und mit viel Wertschätzung, dass wir das sehr gut gemacht haben. Und jetzt geht es einfach auf hohem Niveau weiter. Leipzig hat einen sehr breiten Kader auf einem sehr hohen Niveau, haben den Umbruch bemerkenswert gut geschafft, haben viele Leistungsträger abgegeben, unter anderem Conny zu uns und spielen trotzdem auf einem sehr hohen Niveau mit sehr guten Ergebnissen weiter. Haben uns zuletzt geschlagen, was uns natürlich nicht passt, deshalb gilt es. Ich glaube, das ist auch ein gutes Ding, dass sie uns geschlagen haben, jetzt so auf das Bundesligaspiel gesehen. Ich denke, da ist noch mal so ein Tacken Ehrgeiz mehr drin. Auf jeden Fall
eine Antwort zu finden und da anzuknüpfen, wo wir jetzt zuletzt waren, ganz egal, wer auf der anderen Seite steht. Aber natürlich, wir können anerkennen, wie gut es die Leipziger machen, und wir wissen, dass es eine schwere Aufgabe ist, und trotzdem sind wir selbstbewusst genug, um dort auch nach Leipzig zu fahren und gewinnen zu wollen. Das wäre auch traurig, wenn es nicht so wäre. Ja. Wir sind immer noch der FC Bayern, Alter. Das ist das absolute Ziel. Unter Vorbehalt kann ich Ihnen sagen, dass gestern Min-Jae, Thomas und Upa trainiert haben. Die Intensität, auch da gilt, die Intensität gestern war nicht sehr hoch. Wir haben aber alles ohne Beschwerden gemacht, haben danach noch ein individuelles Programm bekommen, wo wir für sie dann die Intensität ein bisschen hochgefahren haben. Aber es war dann eine Dreiergruppe, die dieses Training absolviert hat. Da waren keine Reaktionen, kennt zumindest keine bis jetzt. Wir haben nachher nochmal Training, deshalb unter Vorbehalt, wenn alles so bleibt, können alle 3 mit den Kader. Dann fallen nur, in Anführungszeichen, Serge und Mata aus. Matthijs de Ligt. Ich hoffe, dass das so ist, aber so ganz 100% kann ich es noch nicht bestätigen, aber die Tendenz geht dahin. Ja. Hört sich gut an. Wie ich schon sagte, die Frage wird sein, wie fit sind dann beide? Ja? Weil wichtig ist erstmal, dass sie jetzt erstmal ohne Beschwerden sind und dann jetzt auch ohne Beschwerden heute bleiben und natürlich dann auch morgen vorm Spiel. Ja, wird man sehen. Ob die Pause dann gut getan hat, ob es weniger gut war oder nicht, schwer zu sagen. Hoffen wir erstmal, dass beide spielen können. Thomas Müller, ja, ist natürlich gut, wenn er dabei ist jetzt aber nicht so entscheidend wie unsere beiden Innenverteidiger, ja, die auf jeden Fall fit werden müssen eigentlich. Ne? Ja, schauen wir mal. Dann dahinter mal Gabel für RTL, bitte. Hallo Herr Tuchel, ich würde da gerne noch mal ein bisschen nachhaken. Ich könnte mir vorstellen, dass auch für Sie persönlich Leipzig jetzt so ein bisschen so eine Kerbe im Keul ist, was Sie gerne auswärzen würden. Zu Ende der letzten Saison, dadurch wurde die Liga noch mal so richtig spannend durch die Niederlage, jetzt dann die Niederlage im Supercup. Was macht das Spiel der Leipziger so gefährlich? Warum? Naja, im Supercup war Leipzig jetzt nicht wirklich besser, das muss man mal ganz klar sagen. Wir haben halt unsere Chancen nicht genutzt und haben mal wieder dann schlecht ausgesehen in der Abwehr, aber ich denke, vom Supercup bis jetzt ist bei uns auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen. Ich weiß nicht, wie es bei Leipzig ausschaut. Ich habe auch nur das nackte Ergebnis gesehen vom Pokalspiel. Das sah ja jetzt auch nicht so souverän aus. Ja, muss man ja auch mal klar sagen. Ja, ich denke, Leipzig starke Mannschaft, gar keine Frage. Aber ja, wir sind der FC Bayern, Alter. Wir dürfen halt nicht, deswegen denke ich auch, dass es erstmal eine etwas langweiligere Anfangsphase werden wird. Wir dürfen halt nicht so blind reinpreschen. Ja, wir müssen schon, was ist Leipzigs Spielweise? Ja, das wissen wir alle. Den Ball erobern, ruckzuck nach vorne spielen mit den schnellen Leuten. Die haben quasi die Stärken, wo bei uns die Schwächen sind. Ja, das, was Gladbach sonst die Jahre immer für uns war, durch diese Spielweise, ist so ein bisschen Leipzig. Ja, müssen wir das richtige Mittelmaß finden. Aber ja, ich bin guter Dinge und nochmal so, es ist wichtig, dass ein Kimmich die 6 ist und Kimmich die 6 auch hält. Ja, das wird ein ganz entscheidender Faktor sein. Der andere entscheidende Faktor natürlich unsere Innenverteidigung, dass sie fit ist, ja. Und dass ein Conny Leimer auf der 8 spielt. Auch wenn Goretzka überzeugt hat gegen Münster, tut es mir für ihn leid. Ich meine, ich kann mir auch einen Goretzka auf der 6 vorstellen. Sofern man dann sagt, du bist die klare 6 und bleibst auch nur in diesem Raum, kann ich mir das sehr gut vorstellen sogar. Ja, schwierig. Bin gespannt, was der Tuchel sich da einfallen lässt. Aber ja, wenn ich einen Tuchel einschätze, wer weiß. Schwer vorherzusagen, ob er wieder auf Kimmich Goretzka setzen wird im Mittelfeld oder nicht. Finden die zumindest in den letzten beiden Spielen immer Lösungen gegen die Bayern? Ich glaube, es lag auch zum großen, also es ist auf jeden Fall ihrer Qualität geschuldet, spielen hier 4-4-2 und spielen das automatisiert jetzt seit Jahren und sind darin verfestigt. Sie haben ihre Abgänge kompensiert und, ja, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie immer, mit viel Qualität, aber vor allen Dingen mit viel Speed. Verteidigen zusammen, greifen zusammen an, sind auf den einzelnen Positionen extrem schnell.
und ja, spielen als Kollektiv sehr gefährlich, sehr mannschaftlich geschlossen und haben auch immer wieder Phasen des Ballbesitzes und sind in ihrer Struktur mit ihren Automatismen, glaube ich, sehr klar, und das macht sie einfach auch nochmal im Kollektiv sehr stark. Wir kennen die Qualität total an. Wir müssen dann auch eingestehen, dass wir zwei Niederlagen zuletzt erlitten haben zu Hause, die wehgetan haben. Die eine hat uns fast die deutsche Meisterschaft gekostet, die andere hat uns den Supercup gekostet. Das ist natürlich... Das Schlimme ist, dass sie zu Hause waren, ne? Und man beide Spiele nicht wirklich gemerkt hat, so, wir wollen denen zeigen, wer wir sind und so. Das ist so, was so ein bisschen abgegangen ist in den beiden Spielen. Natürlich was uns überhaupt nicht gefällt. Wo ich den Supercup da jetzt nicht überbewerten will, ne? Und was natürlich auch dann immer Anlass gibt, sich zu hinterfragen und dann den nächsten Schritt zu machen. Das haben wir jetzt erstmal gemacht nach der Niederlage im Supercup. Ich finde, eine gute Reaktion gezeigt und eine gute Phase eingeleitet. Und das gilt jetzt zu bestätigen. Naja, holprige Phase, sagen wir es mal. Klar, die Ergebnisse haben gestimmt, aber ansonsten war es schon holprig, ja. Gegen Bochum war jetzt mal das erste Spiel, wo wir wirklich mal 90 Minuten konstant waren, ne? Da muss man auch mal ganz klar sagen, also. Und wenn wir solche Phasen haben, wie sie wir gegen Leverkusen auch hatten, dann wird es auch schwer mit dem Sieg in Leipzig, ja. Du darfst dann nicht diese Phasen haben, wo du wieder 20 Minuten oder 25 Minuten herschenkst. Und irgendwie abwesend bist. Also der Zug muss jetzt langsam abgefahren sein, dass das raus ist aus der Mannschaft. Ne? Das wird halt wichtig sein. Ich glaube, dass wir beide Male nicht an unsere Leistungsgrenze gekommen sind, beide Male nicht gut genug gespielt haben, um dann auch das Spiel dann auch zu gewinnen. Im Supercup hatten wir zahlreiche Chancen und konnten kein Tor machen, haben dann wirklich auch Aber jetzt haben wir Harry Kane. Die Tore zu unglücklichsten Zeitpunkten, Standardsituationen, Elfmeter war. Ja, das sehe ich genauso, aber da muss man jetzt auch nicht wieder schönreden irgendwie. Am Ende haben wir 3-0 verloren. Punkt. Ne? So. Da brauchst du jetzt auch nicht das Positive mit rausziehen, sondern das Negative nehmen und verbessern. Wirklich alles dabei bekommen und waren teilweise aber noch zu offen, zu langsam und zu langsam in unserem eigenen Spiel. Das alles ist jetzt deutlich besser. Ja. Stimmung ist gut, Mentalität ist da, wir haben die Ergebnisse. So der Zeitpunkt ist auf jeden Fall gekommen, um da auch einen Spieß umzudrehen und an unsere eigene Leistungsgrenze zu kommen. Und dann, glaube ich, haben wir alle Möglichkeiten auch zu gewinnen, aber es wird auf jeden Fall schwer. Dann hier vorne Torben Hoffmann für Sky. Thomas, Xavi Simons ist ja kein Unbekannter für Sie auch. Ja. Wie sehen Sie die Entwicklung von ihm jetzt auch in Leipzig? Haben Sie ihm das zugetraut, auch so ein wichtiger Faktor dann in der Mannschaft von RB zu sein? Ja, ich hatte ihn als sehr jungen Jugendspieler bei Paris. Da war klar, dass er extrem talentiert ist und das Potenzial hat. Aber gerade in der Offensive in Paris war es schwer. Ich glaube, er war damals 16 oder 17, als er mit uns trainiert hat. Da gab es mehr oder weniger noch keine Möglichkeit für ihn, damit einzugreifen. Aber wenn du auf dem Niveau dann alleine mittrainieren kannst, ist klar, dass du genügend Talent hast. Und dann entscheidet sich, ob du den Biss hast, ob du ein bisschen Glück hast, ob du schlaue Wechsel vielleicht dann auch machst, wenn es dort nicht weitergeht. Das hat er gemacht, hat sich da dann über die holländische Liga für die holländische Nationalmannschaft empfohlen und jetzt hat er eine gute Phase, sehr gute Phase in Leipzig. Ich glaube, dass es ihm hilft, dass die Position klar ist. Ich glaube, es ist seine beste Position in der halben offensiven Zehner-Flügelspielerrolle da frei zu sein und ist technisch stark, ist ruhig am. Da hast du keinen speziellen Begriff für, oder was? Keine kreative 8,5 oder so? Schöne Holding Six gibt, so Zehner, halbe, Flügel, Stürmer, Position. Ball ist torgefährlich, ja. Das ist gut für ihn und wir müssen schauen, dass wir da jetzt ein kurzes Stoppschild setzen am Wochenende und dann darf er weitermachen. Dahinter Carrie Howe für Sport 1. Carrie. Hallo Herr Tuchel, Serge Gnabry fällt jetzt mehrere Wochen aus. Können Sie prognostizieren, wie lange das ungefähr dauern wird und wie schwer? Ja, na klar, er ist Arzt, also er hat sich das angeguckt und hat sich gedacht, 4 Wochen muss er schon rechnen. Wer wiegt auch sein Ausfall?
Man würde normalerweise so eine Überschrift hinmachen, 4 bis 6 Wochen, aber ich weiß nicht, ob das... Ich bin auch Arzt. Das hilft. Ich kann jetzt auch nicht genau die medizinischen Einzelheiten, um dann zu sagen, ab wann man mit einer Schiene spielen kann und ab wann nicht, ab wann das Sinn macht und ab wann nicht. Das ist natürlich eine Sache. Man kann sehr viel trainieren als Fußballspieler, auch wenn man diesen Unterarm gebrochen hat. Aber wir werden, das was ich jetzt als erstes Mal weiß, wir werden aufpassen müssen mit Kontakt, mit Hinfallen, weil er sich nicht abstützen kann und mit Drehbewegungen der Hand und es ist halt eine Kontaktsportart und Stürze können immer passieren, gehört da dazu und da musst du dann schon frei sein, wenn du... Aber klar, ich glaube, dass wir trotzdem individuell so viel abbilden können in den nächsten Wochen, dass er zumindest konditionell, physisch nicht so viel verliert und sobald dann grünes Licht ist. Na, was soll er da noch groß verlieren, Alter? Er war jetzt die ersten Spiele, hat er jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre er physisch irgendwie in Topform, um es mal human auszudrücken. Also dann kann er die Zeit jetzt nutzen, wo er nicht Kontaktsport betreiben kann und mit der Mannschaft irgendwie trainieren kann, dass er vielleicht topfit zurückkommt. Und dann kann er ja auch eine Waffe sein, ne? Da müssen wir nicht drüber reden. Aber er hat für mich jetzt keinen fitten Eindruck gemacht in den ersten Wochen. Vielleicht täuscht der Eindruck, ich weiß es nicht, aber ich erinnere mich an so ein paar Szenen, wenn er gespielt hat. Gefühlt wollte er sprinten und es kam nichts. So ein Ding ungefähr teilweise. Also und gepumpt nach 20, 25 Minuten wie ein Maikäfer, wenn er da mal 2, 3 Sprints gezogen hat. Also ja, vielleicht kann man das Beste aus dieser Verletzung machen und dann topfit zurückkehren. Wer weiß. Mal schauen. Das ist medizinisch, dass er mit einer Schiene hoffentlich spielen kann, dann können wir vielleicht die Zeit verringern, aber ich glaube nicht dramatisch. Und das bedeutet dann natürlich eine Menge Spiele. Ne? Wir wissen selber, es ist alle 3 Tage, summiert sich dann schon und es bleibt ein herber Verlust für uns. Dann ganz hinten Klaus Kiefer, glaube ich, für Sat 1. Genau, ja. danke schön. Hallo Herr Tuchel. Hallo. Wir haben schon angesprochen, besonderes Spiel gegen Leipzig. Kennen Sie da diesbezüglich irgendwie so Rache, so Gefühle oder Revanche-Gefühle? Kommen die da bei Ihnen auf im Zusammenhang? Schlag Ihnen die Köpfe ab! Nee, würde ich jetzt nicht sagen, aber wir sind natürlich alle Wettbewerber und wir wollen alle ständig gewinnen und vor allem auf dem Niveau können wir extrem schwer mit Niederlagen. Wir wollen jetzt mal nicht um heißen Brei herumreden, aber wir haben jetzt 2-mal zu Hause verloren. Es wird Zeit, dass wir da ein klares Zeichen setzen. Punkt. Ja, das ist, was ich von der Mannschaft erwarte. Ergebnis, sage ich jetzt mal, zweitrangig. Es muss 90 Minuten Feuer da sein. 90 Minuten Vollgas und Feuer. Das erwarte ich. Jetzt nicht Vollgas blind nach vorne rennen, nicht falsch verstehen. Komme ich dem Taktikfuchs noch ein bisschen drauf. Aber Einstellung, Kämpfen, Feuer. Umgehen. Deshalb bohrt das natürlich und wir wollen uns dann beweisen. Das geht mir nicht anders wie meiner Mannschaft. Und deshalb, ja, es ist natürlich ein Topspiel in der Liga und es ist natürlich die Ausgangslage, wenn du vorher 2-mal verloren hast, es ist persönlich ein anderes Gefühl. So Rache und Revanche sind keine Vokabeln, die dazu passen, weil wir kriegen den Supercup nicht zurück. Genau. Und du musst dich immer wieder neu beweisen, aber der Stachel sitzt erstmal und klar, aber das war bei mir persönlich nicht anders, wenn, keine Ahnung, habe ich jetzt... Das nennt man halt einfach Ehrgeiz, ne? Und sportlicher Ehrgeiz ist das und ja, die Mannschaft sollte heiß wie Frittenfett sein, ohne dass da überhaupt irgendwelche Worte fallen. Das sollte selbstverständlich sein dann. Wenn man 2-mal verloren hat, dann noch zu Hause. Sollte die richtige Einstellung auf dem Platz sein. Alles andere, also wer in diesem Spiel nicht die richtige Einstellung zeigen wird am Samstag, der ist dann auch fehl im Platz in dieser Mannschaft. Sag ich euch, wie es ist. Ein Tennismatch verliere oder mit Leuten aus dem Staff Paddle spiele. Wenn du das letzte Spiel verloren hast, gehst du anders ins nächste Spiel und willst auf keinen Fall die nächste Niederlage bekommen. Das, glaube ich, liegt in der Natur der Sache und in unserer aller Natur und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann Carrie Howe nochmal, ja. Ich weiß nicht, wie viel zweite Liga Sie verfolgen, aber St. Pauli hat einen starken Start hingelegt und Trainer ist dort Fabian Hürzeler, der auch beim FC Bayern in der Jugend gespielt hat. Der hat auch mal bei Ihnen hospitiert. Was ist er für ein Trainertyp oder was trauen Sie ihm auch für die Zukunft zu? Wie viele Erinnerungen haben Sie da noch an die Zeit? Also alles, was ich jetzt sage, wäre gefährliches Halbwissen, weil ich kenne... Ich wusste, dass er es sagt, Alter. Der Tuchel ist halt einfach der Typ wie ich, ey.
Gefährliches Halbwissen haue ich auch immer raus. Immer mein Spruch, wenn ich von irgendwas laber, wo ich nicht wirklich Ahnung von habe. Ich kenne ihn einfach nicht gut genug. Ich kenne ihn gut genug natürlich, also ganz kurz und auch persönlich. Und ich mag ihn, er ist ein guter Typ, ist sehr netter, aufgeschlossener Charakter. Und ich habe natürlich dann mitbekommen, dass er letzte Saison die Chance bekommen hat, eine unglaubliche Serie dort gestartet hat. Ansonsten bin ich jetzt nicht tief genug drin, um meine Einschätzung dazu abzugeben, aber es beeindruckend spricht für sich und wir schauen aus der Distanz mit viel Wohlwollen und mit viel Wohlwollen drauf und mit viel Anerkennung. Ist top von außen betrachtet, aber mehr kann ich Ihnen nicht dazu sagen. Machen wir noch 2 Fragen bitte. Julian Buhl für T-Online. Wie hat Ihnen denn Rafael Guerreiro bei seinem Comeback gefallen und wie und vor allem wo planen Sie ihn auch ein? Ist ja auch eine überwiegende Option im Mittelfeld für Sie. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Es ist aber eine persönliche Geschichte, weil mir fast alles gefällt, was er macht. Das ist einfach ein ganz feiner Hören wir da etwa einen Lieblingsspieler raus? Fußballer und sehr spielintelligent. Thomas, das ist nicht objektiv, ne? Das muss ich mir auch immer wieder anhören. Also da musst du aufpassen. Das ist jetzt auch wieder dünnes Eis, ne? Das ist halt eine Augenweide auch im Training, in Ballbesitzspielen oder in allen Übungsformen. Er ist sehr ballsicher, sehr schlau, hat einen ganz klaren linken Fuß. Alle Entscheidungen sind Entscheidungen, die er trifft, in denen man merkt, dass er 2 Schritte auch vorausdenkt. Er ist sehr ballsicher, er hat ein ganz natürliches Selbstvertrauen, ist sehr spielfreudig. So. Deshalb kann er für uns linke Verteidiger spielen, aber er kann mit Sicherheit auch im Mittelfeld auf einer Halbposition spielen. Er ist sehr torgefährlich, er kann gut Tore vorbereiten, Torchancen vorbereiten. Also hören wir da gerade, dass wir da einen Gnabry-Ersatz hätten oder eine Gnabry-Alternative. Hört er sich hier so glatt so an, wa? Das ist gut, dass er zurück ist und es ist, ich kenne ihn persönlich natürlich lange aus der Dortmunder Zeit und ich weiß, ich kenne ihn gut genug, dass es ihm wichtig ist, dass er mit einem Lächeln auf dem Platz steht und Spaß hat und Freude hat und dann hat er das gewisse Etwas in seiner Spielfreude, was echt einen Unterschied ausmachen kann. Und deshalb ist jetzt gut, dass er zurück ist, hat lange drauf gewartet, hat einen guten Einstand gehabt jetzt und ich glaube nicht, dass er lange braucht, um sich da jetzt reinzufinden. Dann noch David Fairhoff für Bild. Hallo Herr Tuchel. Julian Nagelsmann kommt am Samstag zum Spiel. Hatten Sie schon mal Kontakt mit ihm über Ihre Spieler oder planen Sie ein Treffen vielleicht dort vor Ort mit ihm? Nee, ist jetzt... Soll er denn da auch ein Treffen vor Ort planen, Alter? Was ist denn los mit denen? Ist ja nicht geplant und ist ja auch ganz normal, dass er Nationaltrainer und er als Nationaltrainer kommt, dann so ein Spiel anschaut. Aber kein Treffen geplant und wir hatten auch noch keinen Kontakt. Vielen Dank, das war's. Danke, Thomas. Was sollen wir da für einen Kontakt haben? Was ist denn los mit den Leuten wieder? Naja, bild dir deine Meinung. Was soll ich zu der Bild-Zeitung noch sagen, Alter? Einfach wie immer ohne Worte. Ja. Was nehmen wir für Infos mit? Wir nehmen Infos mit. Unsere Innenverteidigung ist erstmal beschwerdefrei gewesen gestern. Muss man heute nochmal abwarten und dann morgen. Aber ja, Alternativen haben wir eh nicht. Also von daher... Wenn es irgendwo geht, werden wohl beide spielen müssen. Ja, ansonsten haben wir gehört, Guerreiro ist schon so ein bisschen so Trainers Liebling. Bin ich mal gespannt. Ja, hörte sich ja so an, als wenn er halblinks spielen könnte. Sollte. Weiß ich nicht, ob man daraus ableiten kann, dass er vielleicht morgen starten darf. Auf der linken Halbposition im Mittelfeld? I don't know. Schwierig. Ich denke, macht die Lage für den Tell nicht besser. Aber mal abwarten. Schwer zu interpretieren aktuell. Ist ja jetzt auch erstmal wieder nach einer langen Verletzung oder ein paar Minuten gewesen. Also, ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass er dann von Anfang an dann in so einem Spiel wie gegen Leipzig reinwirft. Aber, wer weiß. Generell die Aufstellung vorzusagen in der Offensive finde ich ein bisschen schwer, aber das schauen wir uns im Taktikfuchs an. In diesem Sinne, Leute, bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, bis dann. Tschüssi.